12.794 Zuschauern. Das Preußenstadion war ausverkauft. 1.440 Fans waren im Stehplatzbereich bei den Gästen, 220 auf der Tribüne von den Gästen. Ich begrüße einmal den Gästetrainer Thomas Tuchel und unseren Coach. Wir machen es hier wie immer kurz und schmerzlos. Ich würde den Gast um eine erste Einschätzung bitten. Okay, danke. Ja, ich denke, wir haben verdient gewonnen. Ich bin mit der Einstellung, mit der Art und Weise und mit der Ausstrahlung sehr zufrieden, mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben die Aufgabe so angenommen, wie man das machen muss, wie wir es von uns selber erwartet haben. Die Spieler, die auf ungewohnten Positionen heute gespielt haben, haben das herausragend oder sehr, sehr gut gemacht und haben das auch so positiv angenommen, dass das möglich war. Insgesamt bin ich mit der Energie sehr zufrieden, mit der Qualität sehr zufrieden. Das war eine gute, dominante, souveräne Leistung. Wir haben dann auch zu dem sehr guten Zeitpunkt die Tore gemacht und das Spiel war dann eigentlich zur Halbzeit entschieden. Und deshalb bin ich sehr zufrieden. Wir haben einen großen Wermutstropfen mit der Verletzung von Serge Gnabry. Aber ansonsten war es auch für die Debütanten wie Daniel Perez und so weiter ein sehr guter Abend. Ja, vielen Dank. Sascha, wie hast du das Spiel gesehen? Zunächst auch mal Hallo an alle. Ja, wir haben uns natürlich schon sehr, sehr viel vorgenommen für dieses Spiel. Da hat man leider nichts von gesehen. Sind mit dem 1:0 direkt knallhart bestraft worden. Man hat heute schon die Qualität von Bayern München gesehen, muss man wirklich sagen. Ich glaube, wir haben auch in der ersten Hälfte trotzdem alles rausgehauen, was ging. Das dritte Tor hat mich ein bisschen geärgert, weil wir bei den Ecken eigentlich ganz klare Absprachen haben. Dann die zweite Hälfte. Da sind wir etwas ruhiger am Ball gewesen, hatten dann auch mal etwas längere Ballbesitzphasen, hatten auch mal ganz gute Möglichkeiten nach vorne zu spielen. Rausgenommen haben, Alter. Hätte mir gewünscht, dass wir heute noch ein Tor machen, ist uns leider nicht gelungen. Man muss klar sagen, dass ich trotzdem sehr, sehr stolz bin auf die Truppe. Sie hat sich geopfert, war sehr leidenschaftlich. Ich glaube, wir haben unser Bestes gegeben heute, sind aber auf einen übermächtigen Gegner getroffen, wie Bayern München, die eine riesen Qualität heute auf dem Platz hatte. Und für unsere Jungs war das so eine Möglichkeit, mal sich vieles abzuschauen. Ich fand es eigentlich echt richtig gut. Und deshalb nochmal, will mich auch bedanken bei unseren Fans, die uns überragend unterstützen, auch in diesem Jahr. Und da ist sowas zusammengewachsen, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und das macht dann so richtig Spaß, wenn man dann auf dem Platz steht. Und ja, das Spiel ist jetzt vorbei. Glückwunsch an Bayern München, absolut verdient gewonnen. Und ich denke, wir können trotzdem stolz sein auf Preußen Münster heute. Danke. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen an die Trainer? Dann bitte einmal den Namen und die Redaktion sagen und feuerfrei. Feuerfrei. Frage an den Tuchel. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Sie sagten gerade schon, dass alle Spieler auch noch super gemacht haben heute. Leon Goretzka sprach gerade in der Mixzone von einer einmaligen Sache. Sehen Sie das auch so oder halten Sie ihn jetzt auch schon für als Innenverteidiger eine Option? Ne, wir hoffen, dass es eine einmalige Sache ist. Ansonsten würde es bedeuten, dass wir wieder große Personalprobleme auf der Position haben. Deshalb hoffen wir, dass er damit recht hat. Aber wir können es nicht ausschließen. Was das Wichtigste war, dass heute Nuss und er eigentlich das auch ohne mit der Wimper zu zucken angenommen haben. Und die ganze Mannschaft wusste, dass sie da mithelfen muss. Dahinter stand mit Daniel Perez ein Torwart, der zum ersten Mal für uns gespielt hat. So, das war jetzt auch nicht alles selbstverständlich. Aber wie Leon und wie Nuss das dann gemacht haben und die Seriosität und die Aufmerksamkeit in der Zweikampfführung und so weiter war sehr gut. Kann man natürlich sagen, dass wir das von uns auch erwarten, aber wir haben es auch so auf den Platz bekommen, wie wir es von uns erwarten und deshalb bin ich sehr zufrieden. Klar, wir versuchen jetzt Min-Jae und Upa fit zu bekommen bis Samstag. Wir können es nicht garantieren und wenn nicht, haben die beiden auf jeden Fall gezeigt, dass es ausnahmsweise auch mal auf einem hohen Niveau geht. Weitere Fragen? Alex. Reflektierische Nachrichten erhält man. Sie haben gerade die Fans gelobt, hat Sie das am Anfang nicht gestört, die 3-minütige Pyroshow im Stadion, die den Verein eine Menge Kohle kosten? Hat Sie es gestört? Nicht stört. Ja, okay. Also das ist natürlich was ich nicht beeinflussen kann und was niemand beeinflussen kann. Und wenn die Fans eine Pyroshow starten, ich denke, für Außenstehende sieht das immer richtig gut aus. Für uns ist es halt leider ziemlich teuer. Aber ich kann es auch nicht verhindern. Und ja. Pyro-Show. Kein Pyro, oder? Ich wollte gerade Richtig, sagen. eigentlich ein Feuerwerk, das stimmt. Freudenfeuerwerk.
Pyro-Show. Bitte schön. Ja. Ja, es gibt eine Diagnose, er hat sich den Unterarm gebrochen und er wird mehrere Wochen fehlen, leider. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann euch allen vielen Dank fürs Kommen. Achso, ja bitte. Ja. Ich hoffe sowohl bei Thomas Müller als auch bei Minjay und bei Upa, dass es reicht bis Samstag, aber es wird ein knappes Rennen, das wir da absolvieren haben und dass wir die fit bekommen, aber es ist realistisch, es ist machbar. Für Mata, denke ich, ist es frühestens Kopenhagen, wahrscheinlich eher Freiburg. Allerletzte Chance jetzt. Dann war's das. Vielen Dank den Gästen, gute Heimreise euch. Ja, wild. Ich habe die Pressekonferenz doch jetzt mitgenommen, weil es noch passt. Ich habe jetzt aber nicht hier mit der Aufzeichnung gewartet, bis sie da ist. Was Tuchel gesagt hat, bin ich voll dabei. Ja. Dass wir es angenommen haben. Auf der anderen Seite, ja, ich denke, man hat jetzt auch bei Preußen Münster so ein bisschen die Ehrfurcht gespürt. Ich denke schon, dass das normalerweise ein Fingerzeig sein kann für den Gegner, wenn wir halt, wie ich schon sagte, ohne gelernten Innenverteidiger auf dem Platz stehen und so weiter. Da hätte ich jetzt als gegnerischer Trainer, ja, auch wenn es der übermächtige FC Bayern ist, aber was hast du denn zu verlieren? Jeder erwartet doch, dass du ausscheidest. Ja? An Preußen Münster Stelle. Und wenn ich dann sehe, so, oh, der gegnerische Trainer hat keine Innenverteidiger, keine Gelernten auf dem Platz und so, da hätte ich vielleicht eine etwas mutigere Aufstellung gewählt. Aber klar, im Nachhinein kann immer klug scheißen und so weiter. Logisch. Ja, ich meine, klar sind wir übermächtig, das ist ja gar keine Frage. Aber nochmal so die Art und Weise, weiß ich nicht. Ich finde immer so, da geht ein bisschen mehr. Wenn man sich so manche andere Drittligisten oder Viertligisten im DFB-Pokal anguckt, was da dann abgeht, ja, aber auch nur meine Meinung. Pyro-Show zur Pyro-Show, natürlich lächerlich. Ja, es war ein Feuerwerk und ist doch alles gut. Junge, Preußen Münster ist gerade in die 3. Liga aufgestiegen. Die haben das letzte Mal Profifußball gesehen. Das ist, was weiß ich, wie lange her. Und dann kommt der große FC Bayern München dahin und dann lass die Jungs doch da mal ein bisschen Feuerwerk machen. Ja, hat 3 Minuten gedauert, bis der Rauch abgezogen ist. Ja, wow. Also wenn man dafür jetzt so einen armen Drittligisten da irgendwie eine horrende Strafe reindrückt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Da wurden keine Bengalos abgefackelt oder sonst was. Sind ein paar Raketen hochgegangen und dann war auch gut. Ja. Aber auch das, nur meine Meinung. Aus unserer Sicht, was ich noch sagen wollte, ja, wenn man jetzt hört, ja, kriegen wir die fit, ja, könnte knapp werden, aber es sieht so aus, als wenn wir sie fit bekommen. Ja, dann ist die Frage, in welcher Form sind sie da? Ja, ich weiß nicht, was sie genau haben. Wenn sie jetzt nicht irgendwie groß trainieren können oder sonst was. Ja, schwierig. Dann gegen Leipzig. Ja, Halleluja. Wild. Ja. Naja, hoffen wir das Beste, würde ich sagen. Zum Thema Serge Gnabry. Ja, wünsche natürlich keinem Spieler irgendwie eine Verletzung. Ich hoffe, es wird alles gut. So ein Bruch ist immer scheiße. Aber Unterarm ist natürlich für einen Fußballer wenigstens etwas besser wie Schienbein beim Neuer gesehen. Ja, werden wir ihn jetzt sportlich irgendwie groß vermissen, was er die letzten Monate gezeigt hat? Ich denke nicht. Ja, hört sich jetzt hart an. Nochmal, wir wünschen hier keinem irgendwie eine Verletzung, schon gar nicht den eigenen Spielern, aber auch den gegnerischen Spielern nicht. Ja, aber das jetzt irgendwie so hinzustellen, als hätten wir keine Alternativen, fühle ich jetzt nicht persönlich. Ja, Guerrero ist wieder da, das heißt, man könnte Davies einen nach vorne schieben. Wir haben Tell, der heute gezeigt hat, dass es auch über den Flügel geht und das auch über 90 Minuten.
Wir haben auch noch einen Kretzig, der heute herausragend aktiv war, ja. Ja, na klar, immer alles unter der Prämisse, das war nur Preußen Münster, die nicht wirklich den Pokalfight, oder vielleicht können sie auch einfach nicht mehr von der Klasse her, ist auch völlig okay, uns nicht bieten konnten. Darf man alles nicht vergessen, natürlich nicht, aber es ist ja nicht so, als hätten wir keine Alternativen gerade für eine offensive Position auf dem Flügel, ja. Also ich denke, wenn wir eine Position haben, wo wir genug Alternativen haben, dann ist es diese, ja. Ein Musiala, ein Müller können zur Not auch noch auf dem Flügel ausweichen, ein Choupo kann zur Not auf dem Flügel ausweichen. Ich meine, Harry Kane kann sowieso überall hin ausweichen. Also, ja. Klar, nochmal, wir wünschen keinem eine Verletzung und natürlich ist es auch ärgerlich. Aber rein sportlich gesehen sehe ich das jetzt nicht, dass das jetzt groß die nächsten Wochen eine Rolle spielt. Da ist das in der Innenverteidigung schon ganz anderes Ding. Aber ja, was wäre jetzt gewesen, hätten wir einen Innenverteidiger mehr, den wir eigentlich haben im Buchmann, der auch eigentlich wieder fit war, was ich so gelesen hatte. Habe mich ein bisschen gewundert, dass der nicht aufgelaufen ist. Gerade unter dem Gedanken dann, dass man sagt, gegen Leipzig könnte es vielleicht sein, dass beide nicht fit werden oder dass nur einer fit wird. Wäre es ja gut gewesen, den Jungen mal zu sehen irgendwie, aber gut. Dann wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ein Leon da auflaufen wird. Er hat es heute, wie gesagt, ordentlich gemacht, aber auch da, natürlich kannst du da nicht Preußen Münster mit dem RB Leipzig gleichsetzen. Ne? Guckt euch an, was da für eine Offensive auf uns zugerollt kommen wird. Ja. Aber gut. So, genug gequatscht. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich freue mich aufs Spiel am Samstag. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Innenverteidiger, ob sie da sein werden und vor allen Dingen, wie sie dann auch performen können. Ja, wenn sie jetzt eine Woche hatten, wo sie nicht wirklich dann trainieren können. Ja, mal abwarten. Ich freue mich aufs Spiel. Tschüssi.